Professor Sean Roberts von der George Washington Universität berichtet, dass Peking von den Taliban verlangte, keine militanten Uiguren zu beherbergen, die eine Gefahr für China darstellen könnten. Die Verbindungen Chinas zu den Taliban gehen bis in die 1990er Jahre zurück. Während des Besuches von Biden in Südkorea äußerte sich der Sondergesandte für Südkorea Kim dahingehend, dass Nordkorea wieder an den Atomverhandlungen teilnehmen solle. Kim stellte klar, dass die gemeinsamen Militärübungen reine Routine und defensiver Natur sind. Russland, Iran und China werden Ende 2021 oder Anfang 2022 gemeinsame Seeübungen im Persischen Golf abhalten. Dies teilte der russische Botschafter in Teheran mit. Die Übungen, an denen Marineschiffe der drei Länder teilnehmen, werden sich auf die Sicherheit der Schifffahrt und die Bekämpfung der Piraterie konzentrieren, so der Botschafter. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Mittel des deutschen Herstellers BioNTech und seines US-Partners Pfizer als erstem Corona-Impfstoff in den USA die vollständige Zulassung erteilt. Sie gelte für Menschen ab 16 Jahren. Der russische Geheimdienst verhaftete einen Ukrainer wegen Spionage. Der Spion soll Informationen über moderne Waffensysteme gesammelt haben. In Denver in Colorado kam es in einer Region von Vergnügungsstätten zu einer Schießerei, wobei eine Person starb, 5 weitere wurden verletzt. In der gleichen Region starben bei einer Schießerei am 7. August eine Person, eine weitere wurde verletzt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Khatibzadeh teilte mit, dass der Iran mit allen Beteiligten Gespräche führt, derzeit aber noch nicht die Taliban offiziell anerkennen werde. In Cholponata in Kirgisistan bietet das Petroglyphen-Museum im Freien den Besuchern ein schönes Erlebnis. Es ist ein Ort, wo man durch ein riesiges Steinfeld mit über 5000 Felsbrocken und Felsen läuft, die bis zu 4000 Jahre alte Petroglyphen von 30 cm bis 3 Meter Größe enthalten. Wegen der großen Anzahl von Felsbrocken auf dem Feld wird das Cholponata Petroglyphen-Museum auch Steingarten genannt.